Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissinfo doof aus Switzerland. Eigentlich hat ja meine Swissinfo schon gestern rauskommen, aber ich bin dann irgendwann beim Schneiden darauf aufmerksam geworden, dass es mir einfach überhaupt nicht gefallen hat und darum gönne ich mir jetzt hier einen zweiten Versuch. Und ich fange gerade an mit etwas, was ich schon lange erzählen wollte, aber immer wieder aufgeschoben habe, und das ist meine Organspendekarte. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das und warum habe ich das bei mir im Portemonnaie? Ich erkläre es euch. Nehmen wir mal an, ich bin in der Stadt unterwegs, laufe über einen Fußgängerstreifen von einer stark befahrenen Straße und irgendein Autofahrer checkt nicht, dass er hier eigentlich anhalten muss und fährt mich voll über den Haufen. Und auch wenn ich das jetzt nicht hoffe, nehmen wir jetzt mal an, dass ich dabei gestopselt wäre und jetzt tot am Boden liege und das Krankenauto ankommt. Der liebe Onkel Doktor steigt aus, sieht mich dort tot am Boden liegen, denkt sich, okay, da kann ich eh nichts mehr machen, schaut mir vielleicht in die Jacke und Hosentasche, findet mein Portemonnaie, findet dann eben meine Organspendekarte drin und freut sich. Er freut sich, weil ich auf meiner Organspendekarte angekritzelt habe, welche Organe mir nach meinem Tod entnommen werden dürfen. Es stehen hier so Vorschläge drauf, was man alles loswerden will, und das kann man dann ankritzeln, und das, was man noch behalten will, das kritzelt man einfach nicht an. Das heisst, wenn jetzt zum Beispiel jemand im Spital Lungenkrebs hat und auf eine Spenderlunge wartet, ohne die er nicht überleben würde, dann weiss der Onkel Doktor, jetzt kann ich da einmal Schnipp-Schnapp machen. Dem lieben Lionel macht das dann gar nicht weh, weil der bekommt das eh nicht mit. Und dann überlebt aber dafür die Person, die auf eine Spenderlunge angewiesen ist. Das heisst, ich kann mit meinem Tod, was ich mir zwar nicht wünsche, aber ich meine, wenn es so wäre, immerhin jemand anderes retten. Wenn euch nicht irgendwie ethische, moralische oder religiöse Gründe daran hindern, dann würde ich euch sehr empfehlen, euch auch so eine Spenderkarte zuzutun. Der Link dazu ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde es mich sehr wundern, wie eure Meinung zu diesen Organspendekarten ist. Habt ihr schon eine? Wollt ihr euch noch eine zutun? Wenn nein, warum nicht? Kennt ihr Leute, die auf ein Organ warten? Ab in die Kommentare. So, und jetzt schauen wir ins Wallis. Das ist nämlich wirklich etwa dort. Das ist nämlich südwärts und ich wohne in Basel. Das heisst, das Wallis ist ziemlich genau südlich von mir. Und dort ist momentan eine riesige Diskussion in den Social Medias im Gang. Jemand hat nämlich jemand anderes dabei fotografiert, wie er ein Bier getrunken hat. Das ist eigentlich nichts Besonderes, nur ist der jemand, der sich das Bier gegönnt hat, ein Polizist in Uniform gesehen. Jetzt regen sich natürlich viele Leute über den Polizist auf, weil sie finden, er hat eine Vorbildfunktion und er in Uniform, wenn jedes Kind sehen kann, das ist ein Polizist, sollte sich doch auf keinen Fall etwas Alkoholisches zutun. Nur finde ich, wird da ein bisschen zu sehr Hate auf den armen Polizist aufgezogen, weil zwei Sachen sind nicht bedenkt worden. Erstens, wer sagt, dass das Bier nicht alkoholfrei ist? Also, zuerst mal überprüfen, bevor man so über den armen Mensch herzieht. Und zweitens, selbst wenn es nicht alkoholfrei wäre, es ist ja nicht so, dass sich der Polizist mega die Kante gibt und nachher nicht mehr gerade laufen könnte. Es war ein heißer Sommertag und es ist sicher super anstrengend, in so einer Uniform rumzulaufen. Also ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, dass man sich hier einfach eine schöne Erfrischung gönnen möchte. Das Einzige, was bei mir ein bisschen sauer aufstoßen würde, wäre, wenn der Polizist sich das Bier während der Dienstzeiten gönnt hat. Also sprich, wenn ich dafür Steuern zahle, dass er nicht für Recht und Ordnung sorgt, sondern sich einfach in einer Kneipe ein Bier gönnt. Wenn es aber nach für oben war, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, nur habe ich das leider eben nicht herausgefunden. Was meint ihr dazu? Findet ihr auch, dass der arme Polizist hier ein bisschen zu viel Hate abbekommen hat? Eure Meinung ab in die Kommentare. Und jetzt zwischendurch kurz etwas in eigener Sache. Mir hat jemand gesagt, dass wenn ich mitten im Video erwähne, dass ich Facebook, Instagram und Twitter habe, dass dann viel mehr Leute drauf gingen. Ich glaube da zwar nicht wirklich da, aber ich mache jetzt mal den Test. Ja, und das ist dann auch gesehen. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Vorschlag von verschiedenen muslimischen Dachverbandorganisationen in der Schweiz. Die haben nämlich den Vorschlag gebracht, dass zukünftig an den öffentlichen Schulen Islam-Religionsunterricht gegeben werden soll. Damit soll verhindert werden, dass muslimische Schülerinnen und Schüler am Wochenende beispielsweise zu radikalen Predigern gehen, wo die armen Kinder dann auch auf ein IS-Niveau indoktrinieren. Also dadurch, dass es sozusagen fachkompetente Lehrpersonen sind, die den Islam zeitgemäß vermitteln, wird verhindert, dass sich immer mehr junge Muslime radikalisieren. Das zumindest wäre der Gedanke dahinter, und ich muss ehrlich sagen, das passt mir gar nicht. Erstens mal frage ich mich, was die nicht-muslimischen Kinder während diesen Religionsstunden machen sollen. Ich meine, die betrifft es ja in Anführungs- und Schlusszeichen eher weniger. Ich meine, Religionsunterricht hat ja sowieso eigentlich die Aufgabe, die Leute über ihre eigene Religion aufzuklären und nicht über andere. Das heisst, christliche Schüler in einem islamischen Religionsunterricht. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass Schule und Religion so weit wie möglich voneinander fernzuhalten sind. Das heisst, überhaupt kein Religionsunterricht an der Schule wäre meiner Meinung nach am besten. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache?
ab in die Kommentare. Das ist es mit der Swissinfo. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben und ansonsten sieht man sich hier auf YouTube spätestens am Montag wieder. Tschüss!